schon. Ja, servus Papa, ich bin wieder mal auf Besuch bei dir, grüß dich. Servus, grüß dich. Schau ein bisschen in die Kamera rein, hoffentlich sind wir groß im Bild. Ja. Ich sehe natürlich mit den Lesebrillen fast nichts, verschwommen. Ja, ich will da, ich weiß nicht, es sind ca. 10 bis 12 Fragen stellen, die was schon sehr wichtig sind für die Nachgeborenen in Österreich. Ja. So, also ich sage mal Prost. Prost. Was isst denn du da gerade? Was ist denn das? Siehst du, einen guten Strudel ist es. Einen guten Strudel. Zeig mir ein bisschen den im Bild, dass das Leute das Das ist glauben. ja mehr oder weniger. Von der Knusperhexe gemacht, ein wunderbarer Strudel. Ja. Ja, Prost, gell? Ja, der Mann hat das gemacht. Ich muss mir ein bisschen an Mut antrinken. So, Ja. das ist mein erstes Interview. Frage 1. Papa, du trinkst seit 5 Jahren kein Alkohol mehr, nicht einmal ein Tropfen Alkohol mehr. Du trinkst nur mehr Kaffee, Tee, Limonade und so, oder was hast nicht hier und da einen Gusto auf ein Glas Wein oder eine Flasche Bier? Nein. Nicht. Gut. Nüchtern, stocknüchtern gesagt, nein. Frage 2. Du bist ein totaler Hannibal Lecter-Fan. Was taugt das so an den grausamen und hochintelligenten Menschenfleischhacker Hannibal oder Hannibal Lecter? Bitte. Seine Intelligenz gefällt mir. Wie er die anderen, verstehst du mich, so weit kommen lassen, also sie das zu ihm kommen, ja, und dass sie sich gerne anschlachten lassen, sozusagen. Mit Liebe lassen sie sich abschlachten. Das ist selten. Das ist selten. Ja. Und warum? Weil sie sind besessen von seiner Intelligenz und von seiner Überredungskunst. Das ist es. Und sie empfinden fast keinen Schmerz bei der Schlachtung. Bei der Schlachtung weniger. Ne? Sie empfinden schon Schmerz, jeder Mensch auch. Aber ein Wonneschmerz. Ja, ich weiß nicht, aber ob das ein Wonneschmerz ist, wenn ihm gerade was in der Hand hockt und sagt, pass auf, die hänge ich auf am Christbaum. Ne? Nein, es ist ein bisschen schon Schmerz. Aber sie wissen, dass er dann verbunden ist mit einer. Das tut einer immer wieder, tut einer das. Kann man das vergleichen mit einem Eiskunstbauer, wo sie wirklich beide treffen? Also Ja, der eine das- haut auf die Goschen am Eis, der andere der macht da einen dreifachen Dolo. Rittberger, ja. Oder Rittberger, ja. Ja. Gut, okay. Das ist Frage 3, da siehst du das Schlitt, das ist, passt ja vollkommen. Das geht ein bisschen jetzt da weiter zurück, nämlich in Bezug auf deine berufliche Karriere. Du hast von 1967 bis 1977 in Lanzendorf bei Wien in einer großen Chemiefirma gearbeitet. Hast dich aufgearbeitet zum Fuhrarbeiter und warst die letzten 4 Jahre, kann ich mich täuschen, oder 5 Jahre, in der riesigen Chemiebude auch Betriebsrats. Alle 7 Jahre. 7 Jahre, na gut. Alle- Da steht das, was ich schreibe, zählt, also egal, aber deins ist natürlich noch richtiger. Warte, da bin ich auf Seite 4. Was hast du damals mit deinem besten Kollegen und Freund Heini auf das große Fabrikstore in riesigen Buchstaben aufgeschrieben? Wer schält, hat's leichter. Im Wer schält, hat's leichter. Leben, aber du Im Leben. im Leben, ja. Ja. Weil du hast das war eine Rätselantwort, ja. Ja. Aber ich weiß genau noch von der Ja, das soll weiter rätseln. von der Lanzendorfer Bevölkerung, dass ihr das aufgeschrieben habt. Und ich kann nur sagen, eine Arbeiterphilosophie ohne Gleichen. Gut, Frage 4. Papa, was warst du lieber? Ein Vampir oder ein Werwolf? Ein Wolferl. Eine süße, nette Antwort. So, und jetzt kommt ja der Hauptakt oder die Hauptsache. Ja. Da steht da drinnen im Regietext, ich fordere ihn mit den Worten auf, mein Vater natürlich, mach einmal einen urzornigen und mordshungrigen Werwolf nach. Zeig deine geniale Schauspielkunst. Bitte, aber ordentlich. Gib Gas. Das wirst du wirklich sehen. Ja. Nein, Ja. nee, geh weiter 4 zur Kamera, ja. Dann wird sofort ein sibirischer Werwolf. Einmalig, genial. Kann nicht einmal der beste Burgtheaterschauspieler so bringen wie du. Nicht, wenn du- So, Papa, jetzt muss ich, das ist keine Frage, das ist jetzt wirklich wichtig. Ja. Papa, ich weiß auch, warum du kein Vampir sein willst, kein Vampir, weil ich bin nämlich nebenbei Tiefenpsychologe und nicht nur depperter Bierseifer. Ja. Ja. Ich weiß genau, du hast als Jugendlicher, jetzt pass genau auf,
als Jugendlicher ca. 1955 eine beilnarische Jungfrau geschlägt. So zungenrasant geschlägt, dass beinahe erstickt warst. An ihrer literreichen Food-Blutsuppe. Ist es korrekt, Herr Eckschläg-Dragula? Ist es jetzt wirklich korrekt, Herr Eckschläg-Dragula? Nein, nicht ganz korrekt. Nicht ganz korrekt. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Weil wichtig ist, steht da, wurscht, Papa, du hast todesmutig und heldenhaft den Blut-Tsunami überlebt, Ja. weil sonst war ich ja gar nicht verwöhnt, weil ich bin erst 1961, du wirst es wissen, aus dem Nudelkopf ausgekupft. Ja. Und ja, und jetzt bin ich halt ein total süchtiger Bierjunkie, ne? Zum Beispiel, ich meine, also bin ich wohl, ne? Aus einem Nudelkopf, eben aus dem Nudelkopf schon eine Bierdosen. So, was haben wir da noch? Jetzt habe ich ein bisschen verblaut.